I'm easy back. Alright. Hallo zu flirten an. Ey. Bin ich grad gehint, was Thema von der Savoros. Was dann ist? So nicht? Nicht Backstreet Boys. Me? Ich. Flirten. Dem Ansehen Flirttechniken. Oh weltbekannt. Oh, Monsieur. Dude, da was schöne Brille. Datei aus Maybe Sex. Mam Callie, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Ich bin gespannt, ich meine, ich werde heute viel beilehren. Von mir? Meinst du, ich wäre heute Flirt-Expert? Ich ging so und du hast bestimmt Recherche gemacht. Okay, viel wissen, just gut recherchiert. Empirisch Forschung betrieben. Kompliment Komplimentermann aus einer Form von Flirten. Wow. Sie wird par rapport zu etwas, weil eine Person mischt oder wie eine Person ausgesehen. Ich musste mich selber so, ich hätte nicht gerne hören, weil Leute einfach generell so, du siehst gut aus, weil ich nicht weiß, was das bedeutet, oder wie ich so reagiere. Ah, merci. Das wäre eine Option. Ja, mir ich kann nicht dafür, wie ich aussehe, oder so bald kommt. halt dein Mund zu, so ein Scheiß nicht zu mir, wenn ich schläft. So. Nee, ich fühle mich wirklich mega unwohl, Ja, wenn schon. also wenn ich einfach sehe, den schon sie cool oder deine neue Brille ist cool. Du kannst merci so, weil schöne Schwur getroffen. Es hängt doch davon auf, wie eine Person das zu einem sieht. Also wenn du wirklich einfach nicht merkst, dass es von Herz können so. Also angesagt, mir wenn eine Person das sieht und das dann ausstört oder bei einer Reaktion wartet und du merkst, okay, es geht der Person gerade schon um eine Reaktion und ich weiß nicht, ich fühle mich einfach unwohl dabei. Wir lösen immer bei Komplimenten anstatt bei Flirten, oder? Das kann eine Flirtform sein. Also ich meine, wenn eine Person da exzessiv Kompliment ermischt. Was ist eine Definition für Flirten? Es gibt bestimmt ganz viele Definitionen, mir angefunden aus zum Beispiel, dass du einer Person signalisierst, dass du hier interessiert bist. Dass du sie gerne ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Auf welcher Form auch immer. Vielleicht sexuell oder romantisch. Also das ist wahrscheinlich so der Hauptgrund, wie weit Leute flirten. Oder kann ich noch flirten, einfach weil ich gerne hat, dass die andere Person unheimlich interessiert ist. Ja. Egal, ob ich selber an der Person interessiert ist oder nicht. Ja. Die viel Motivation dafür zu flirten. Ja. Sicherheit. So gerade. Ich freue mich, das heinst du. Ich freue mich wirklich, ob Frauen nicht teilweise auch einfach flirten, für sich mir sicher zu spüren. Weil, wenn du weißt, die Person also mir interessiert, dann hast du die Chance, mehr groß für das dich attackieren. Allerdings kann das dann noch ziemlich leicht auf die andere Seite umschlagen. Ja. Was du mehr und die interessiert, das wird Chance wie groß ist, dass du dich attackiert. Das ist ein Tightrope, die mir hier haben. Ja. Es gibt kein Gewinner, keine Gewinnerinnen. Heinst du schon, mehr heinst du nicht. Man nicht schwatzen kann eine Methode sein, für dein Interesse zu kommunizieren. Also prinzipiell, wenn du eine Person willst kennenlernen, kannst du einfach mit ihr Gespräch aufhängen. Mega crazy Idee. Kontakt, man. Ja, Kontakt natürlich, wobei Starren dann auch irgendwie Irgendwie nicht so cool ist. Cool. Halt, ob den Matmenschen unzustarren. Lachen. Ja, über all Scheiß lachen, die die andere Person sieht. Und Körperkontakt. Ja. Also es ist wieder den Drecken. Am Bus. Genau. Wieder fremde Leute. Nee, natürlich nicht. Hand packen oder Schelle packen. Wann immer denke man ein Gespräch ist, nicht bei jedem denke Fremden. Zu ihm seine Hand packen. So einfach so durch den Kaffee lebt, so jeder seine Hand so weg. Schon mal am ganzen Kaffee geflattert. Also es gibt so bestimmte Plätze im Körper, wo es je nur Bekanntheitsgrad mehr akzeptiert, also der Mann akzeptiert, das ungepackt zu gehen von anderen Leuten. Welchen soll den darauf aufpassen und auch einfach, wie die andere Person darauf reagiert. Mir das gilt bei allen Flirttechniken, weil wenn die andere Person sich offensichtlich dabei unwohl fühlt oder durch ihr Körperspruch signalisiert, dass sie das nicht will oder ein Teil kein sieht, dann also am folgenden Moment für abzuhalten. Ich fand Flirte kann etwas mega aggressives tun und ich fühle mich so mega
Und wohl dabei, weil ich nicht weiß, wie ich da raus kann kommen, weil du sollst hallo Körpersprache an, wie die andere Person darauf reagiert und so, aber du willst der anderen Person ja nicht auf Face trippeln und weil das von der Schlussung hey, sorry, mir schon nicht so gerne, dass du das möchtest und schon das aber falsch interpretiert und dann hört nicht mal geflirt und dann nur wirklich fand ich mich arrogant gewesen wie so. Ich fand, das bringt ihn an eine ziemlich komische Situation heißt du. Das ist gerade von ähnlich Gift uphaken an einem Platz, wo es das nicht gerne ist, gehst du so oder signalisieren irgendwie, dass du gerade nicht so gern angepackt bist. Und für nach einem Beispiel zu nennen, zu dem, was ich für so tun, wenn eine Person upegt und sich nicht sicher ist, ob sie das appreciiert, kann ich eben froh, ist das okay. Nicht, dass das die Situation unbedingt viel mehr einfach möchte, für dann zu so, das ist überhaupt nicht okay, weil den Hand du waschst. Ja. Ja, aber wenn den schon gemacht hat, ist es vielleicht auch zu spät für zu froh, ob es okay ist. Ja, aber noch immer besser wie dann gar nicht zu frohen, ja. So, falls eine Unsicherheit besteht. Also, ich könnte mal 4, da sie ein bisschen zu weit geht, weißt du. Ja. Solange eine Single Fehler lehrt. Aber das traurigerweise so, dass Frauen am Anfang sozialisiert gehen, für sich unwohl zu fühlen an Situationen, und hier Toleranz dafür viel mehr höher ist wie bei Männern. Das heißt, ja, viele Frauen denken, dass es zu romantischen oder potenziell romantischen Interaktionen einfach dazu gehört, sich schon mal unwohl zu fühlen und Gefühl zu haben, du hast gerade ein Grenz für mich über Schritt gehen oder schon signalisiert, dass ich nicht will und den Tipp zum Beispiel geht sich nach Meidrun, es ist nicht so einfach wie ich meine. Ja, und wenn was nachher ist, meine ich, dass so viele Leute auch freundlich sind mit Flirten verwechseln. In welcher Hinsicht? Also ich hatte eigentlich schon angeschaut bei dir, dass ich oft gesagt kriege, ich gehe mit Leuten flirten und ich so, hä? Schon nur mit keinem geflirt? Oder dass ein Typ hat so mengen, ich gehe mit ihnen flirten, weil ich freundlich mit ihnen bin, weil ich lache was etwas so, weil ich mit ihnen schwätzen und das ist doch schon bald zu viel. Das ist wirklich so, wie heinst du nicht gefehlt, du dich schüsst mal eine andere Person wirklich schwätzen, wenn du in der interessiert bist. Für allem Frauen mit Männern ja. Umgedreht. Ja. Ja. Also wenn ihr nicht schon traurig. Gut Kollegen hast, ne? Ja. Dann ist direkt, das ist ein Zeichen, ja, da musst du klar interessiert sein, weil das gingst du nicht, weil ihr mit mir eine Konversation und what? Ja. Nee, wenn ich flirten will, weiß ich nicht, wie es geht. Also, was wir schon hatten, ist Komplimente machen, Blickkontakt herstellen, ein Gespräch aufhängen, Berehrungen. Lachen. Dann gehen es noch so Sachen wie zu viel kommen sind oder sing Hilfe anbieten oder einem Fried machen, dadurch, dass sie viel kocht oder einem Kado mischt oder was auch immer. Was hat Flirten? Ja, klar. Das ist ja der Weiß für einem Aufmerksamkeit zu schenken. Und, also ich meine, wenn du gut Kollegen, also ist das wahrscheinlich nicht so mega auffällig. Mir wenn eine Person, die du gerade bei einer Party kennengelernt hast, sieht, hey, schon der Kichelchen gebackt, dann ist das vielleicht Flirten, ja. Okay. Also all die Sachen, die mal abgezählt tun, können Flirten sein, aber müssen nicht. Also hängt eben auf dem Kontext auf und oft, also du hast eine Kombination aus allen möglichen Sachen. Es ist klar, wenn mir ein Bouquet Blumen heimschickt, dass dem ich bestört wird. Das ist ganz eindeutig. Also das von Gerabs für mich ist total unmöglich rauszufahren, ob jemand mal flirtet oder nicht. Ich kann das gut nicht ausschätzen. Bouquet Blumen beim Schimpfchecken, das ging schon so, ging ich wissen, was du gemeint hast. Mir für den Rest, ich muss sagen, bei Tippen funktioniert mein Radar, was das angeht, wesentlich besser wie bei Frauen, weil, ja, das ist einfach ernst. Und ja, ich weiß auch nicht genau, woran es leid, aber ich meine, es leid echt darum, dass Frauen sich einfach unterschiedlich mit denen verhalten, wie Männer und Frauen. Also, ich meine, einer Freundinnen aus einer Berehrung mehr gängig wie zwischen Männern und Frauen. Also eine Casual-Berehrung oder, ja, bestimmt Sachen. Also, mir bei Männern sind ich auch nicht immer sicher, du sind schon einfach immer verwirrt, weil ich so eigentlich interpretieren ich gerade als Flirten, aber ich bin mir nicht wirklich sicher. Und das irritiert mich auch.
du weinst, weil ich dann einfach merken, dass meine Vorurteile, dass die also dass ich so gewissen Erwartungen internalisiert tun, dass ein Tipp sich auf einer Party nicht mehr nervt mich, sondern mich in ein Gespräch verwickelt, wenn ein Uma interessiert. Also für allem, wenn sich so drin hält. Aber bei einer Frage hätte ich den Reflex nicht dazu zu denken. Ja, okay, ja. Also ich weiß, dass die Frau sich für Frauen interessiert. Das meine ich ändert dann noch ab. Interessant. Das ist alles so kompliziert an. Oh ja. Ich habe meine Schüsse gemerkt, dass Männer aggressiv flirten, wenn die Chancen ziemlich klein sind, dass du irgendetwas kennst. Alle Fremden, zwischen einem Kaffee, also weißt du, wenn es zu mir so, ich muss irgendwie etwas beweisen oder so. Wenn aber Leute flirten, die ich gut kenne, dann ist es meistens mehr subtil. Ja, wenn man im Spiel steht. Ja, genau. Eine subtile Form aus sich zu zacken oder so ein bisschen den Gagmann zu machen. Und ich habe schon am Anfang recht gemerkt, dass das eine Form von Flirten ist, weil ich ein Buch über Brokeback Mountain gelesen habe. Und du warst so, ja, krass, das habe ich auch schon mal die Frage gemacht, für die ich mich interessieren. Also das war so mein Hauptflirt-Methode, ohne dass ich das unbedingt so realisiert habe. Krass. Weil das eine mega subtil Art und Weise ist. Ja, wie komisch. Komisch hören das leid. Also für was sind Dank, dass das eine gute Art und Weise ist. Also was das soll bewirken, richtig so. Weil du weißt, also weil du weißt, wenn in einem Kompliment möchtest, denken, ja, das möchtest du nicht gut fehlen, dann dass den merkt, dass ich irgendetwas gern habe, was die Person gern hat oder so. Und ich freue mich, was die Motivation ist, sondern mit einem Gag machen oder... Also der Teil ist ja nicht wirklich für den anderen zu signalisieren, dass ihn sich für ihn interessiert, mehr am Anfang echt dafür zu verstoppen. Okay. Das heißt, ich meine, du hier könnt Motivation für am Anfang den Kontra von einem Kompliment zu machen. Weil ihn so Angst hat, ertappt zu gehen. Kann ich mir vorstellen. Dass das auf jeden Fall mal eine Rolle spielt. Flirten ist etwas Schönes, Flirten ist etwas Flottes, was ich gerne soll machen und kann machen, aber das Grenze zu Belastung aus manchmal ein ziemlich schwul. Ja. Das heißt, das ist wirklich immens wichtig, dass man nicht möchte sehen, gut, ob dem anderen sein Körperspruch aufpasst, und auch ob Powerdynamik aufpasst, weil wenn ihr wisst, in einer Position ist, wo ihr mehr Power hat wie die andere Person, dann ist es wahrscheinlich nicht übrig, für mit der zu flirten. Ja. Wenn du ein Chefboss an einer Entreprise flirtet nicht mit den Employeen. Wenn der Profboss flirtet nicht mit den Schülern. Halt einfach abdummert. Ja. Also mein präferiert Methode für zu flirten, also mein Bauch auszustrecken, also drüber zu fahren. Das hat wieso noch immer geklappt. Sehr gut. Das ist meine absolute Lieblingsmethode. Kann mir ja gut tun. Ja. Nee, aber das hat erst mal aus, ja, probieren, Leute zum Lachen zu bringen. Ich meine nicht, dass ich flirte. Ich meine, dass meine Methode ist, mich erst zu verstoppen und zu hoffen, dass die Person merkt, dass du nie interessiert bist. Ja. Und wie funktioniert das so? Ja, das gut. Cool. Ja. Das sind alles Tipps, also entweder verstoppen oder Bar ausstrecken. Ja. Oder einfach machen. Oder wenn du die Brille holst, dann schickst du die Brille mal so noch 4 und noch Handen drecken so und dann nur so machen währenddem. Ich meine, das immer, das ist ein ziemlich klares Signal. Also ich hatte da nie in den nur gedacht, flirtet mit mal, flirtet nicht mit mal. Oder einfach immer alltag genau die damit Kleider und wo wie der Schwarm. Mirroring, ja, das ist mega gut mit. Oder an der Job immer genauso sitzen und genauso halten und jetzt habe ich so einfach alles Satz wiederholen. Ja. Mirroring, hast du gerade als Witz gesagt, mir das ist auch eine gute Flirt-Taktik. Natürlich subtil. Aber wenn du ähnlich dich behältst wie die Person, die vor dir steht, dann könnte das gut tun. Ich meine, das ist kein frohe Bier gesehen, oder? Okay. Ich ging so, Miguel Riva sehr bei Kali, Datei aus 8. Total aus 8. Mir einfach nicht mehr zu viel flirten. Korrekt. Und dann, Adi, bis nächste Woche. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Was aus den Unterschied zwischen Pornosex und realem Sex? Du denkst dir bestimmt, ja, okay, das weiß ich schon, ist das nicht offensichtlich? Aber wenn ihr ein bisschen mehr lang drüber nachdenkt, nope. Ich schon ein kleines Licht gemäht. Erstens. Fangen wir an bei dem offensichtlichsten. Pornoen sind ein Film.
Der Sex findet also an einem ganz anderen Kontext statt wie reale Sex. Da gibt es eine Person, die sich ein Drehbuch ausdenkt, einen, wo nur den Schnitt mischt, der Pizzalieferant oder der Catering, den Dreh die meistens po dich dauern, mit Essen versorgen, Leute die Duten abstellen, Leute die Tonangeln unhalen, eine Person, die Regie mischt, eine, die guckt das Bild gut aus, etc. etc. Dir wisst, worüber ich raus will. Es gibt auch eine Person, die mischt Kostüm und die mischt Make-up. Das fährt mich zu meinem zweiten Punkt. Körper. Am Porno aus Alpikel, den in Körper hört, sie das am Reck oder vom Rasieren am Genitalbereich mit Make-up fortgemäht. Oder wird nur in der Postproduktion retuschiert, je nachdem wie viel Budget der Film hat, auf für welches Publikum gemacht ist. Mit dem Unterschied zu dem realen Leben ist nicht nur, dass Körper makellos sind, aber auch, dass sie alle mehr oder minder selbst ausgesehen. Vulven zum Beispiel sind immer relativ symmetrisch und nur klein Vulvalippen sind. Penisse dagegen sind meistens überdurchschnittlich groß. Und das ist so ein Beispiel von den Genitalien. Am realen Leben haben Leute ganz verschiedene Körper. Sie sind nicht all dünn, verschiedene haben Zellulit, Leberflecken, Dehnstreifen oder Brüste, die ganz anders ausgesehen wie die am Porno. Das reale Leben soll den also nicht mit dem vergleichen, weil den am Porno gesagt. All Körper ist schön. Auch der Punkt 3 auf meiner Liste hat mit Körper zu tun, nämlich Haar. Für das in alles kann gesehen, wo Porno-Darsteller und Darstellerinnen meistens kein Haar. Da das viel Arbeit. Rasieren, wachsen, zupfen, schminken und so weiter. Das soll den am realen Leben nicht von einem selber und auch nicht von anderen erwarten. Ob ein Haar auf bestimmten Plätzen hört oder auch nicht, also immer einem selber überlos. Viertens. Konsens. Am Porno haben Leute immer Lust auf Sex. Und das ist ja auch die Handlung, also schon okay. Mehr reale Begegnungen sollten alle Beteiligten sich für sicher sein, dass sie an ihr Partner oder Partnerinnen einverstanden sind mit dem, was gerade geschieht. Bei Pornodrehen ist es meistens so, dass durch einen Kontrakt gemäht wird, wo festgelöst wird, was okay ist, aber was nicht. Aber in vielen Filmen drüber schwatzt, was der genau möchte und so weiter. Mal aufgesehen davon, dass bei realem Sex nicht alles so durchgeplant ist, wenn ihr mit wem wer eine sexuelle Praxis möchte. Als Konsens etwas, was die ganze Zeit hier gestaltet wird, aber den immer muss durch Kommunikation aufchecken. Am Porno schwatzen sie nicht mit denen. Es wird rausgeschnitten, wenn sie zum Beispiel Positionen wechseln, was meistens ein bisschen komisch ausgesagt, oder beschwatzen, was sie wie wollen machen. Swat, darüber könnt ihr noch lang schwatzen, gehen wir zum nächsten Punkt. 5. Gereicher. Auch weil Leute am Porno nicht viel verbal mit denen kommunizieren, hören die Stimmen, beziehungsweise wohl echter Stöhnen. Für allem Frauen sind der Pornoen ziemlich hart. Davon ist aber bald alles bis das meist gespielt, zumindest am Mainstream-Porno. Am realen Leben soll den sich nicht erwarten, dass die Person, mit der er Sex hat, direkt stöhnt bei aller Berührung. Da eine Person viel gereicher mischt, weil sie es aus dem Porno kennt, heißt außerdem nicht, dass es unbedingt gern hat, was er mischt. Am Porno geht es meistens ziemlich direkt von kurz Genitalien aufpacken oder Oralsex hin zu penetrativem Vaginalsex. Das heißt, dass etwas an die Vagina angefordert wird, meistens ein Penis. Das, was den Vierspiel nennt, also alles, was 400 Penetration könnt, ist aber für die meisten Leute ein wichtiger Bestandteil von ihrem Sexualleben. Es gibt auch ein Jett Leute, die kein oder nicht oft penetrative Sex haben. Sex ist es trotzdem. Dafür ist auch ein bisschen das Konzept von Vierspiel am Anfang zu hinterfragen. 7. Analsex. Analsex ist ziemlich üblicher Pornoen. Am realen Leben haben aber nicht alle Leute allkeiers oder jemals Analsex. Das gilt auch für andere Sexpraktiken. Am Real Life wissen viele Leute mal nicht Stellung während sie Sex haben. Und das ist mega okay. Wenn Blümchensex entre Guillemets, da das, was einem Spaß macht, go for it. Es soll den das machen, was einem selber als seine Partner oder Partnerin gut gefällt. Nicht das, was den denkt, dass ihr gut fanden sollt. 8. Kondome. Safer Sex ist so eine Sache an Pornoen. Am Porno gehen, wie bei den Hoher, für allem kein Kondome verwandt, für das Genitalien besser sichtbar sind. All Performer und Performerinnen sind aber getestet auf Sexualkrankheiten, sonst könnten sie nicht schaffen. Durch Porno können aber die Impression kriegen, dass Kondome kein Teil für Sex sind. 9. Der Cumshot. So heißt an der Pornoindustrie die Kameraerstellung, wo der Mann auf ein Körperteil von einer Frau ejakuliert. Nicht alle Leute nicht gern, dafür muss ihn am realen Leben viel drüber schwätzen.
Mit dem Kammschott hält meine Abzählung auch noch ab. Was leider oft vergessen ist, dass pornografisches Material keine sexuelle Bildung ist. Das ist keine reale Sex. Das ist Fiktion und viel Arbeit. Wohl bemerkt, habe ich nur für den Mainstream-Porno geschwärzt. Es gibt eine Reihe Leute, die probieren, der Mainstream-Porno-Industrie etwas entgegenzusetzen. Vielleicht meine ich ja demnächst eine Rubrik zu feministischem und fair produziertem Porno, wie weiß. Wenn der Frauen dazu hat oder noch weiter Unterschiede sieht zwischen Pornosex und realem Sex, schreibt euch gerne auf sex@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwortet ohne dass man nehmen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Dir fand Mayway Sex auf Facebook, auf Instagram und im Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewinnten Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.